Ein halben Hektar Büsch, so viel braucht ein Mensch an einem Jahr, für seinen CO2-Ausstoß zu neutralisieren. Für erst zu weisen, wie groß so ein Fläche ist, haben wir all die Bäume, wo der rundherum mich gesieht, blau angestrach. Stell dir vor, der wird an einem Tanzsaal, so groß wie ein Palast, den Dach davon mit schönen Blättern, die Sonne scheint dadurch und viele hören die Pfeifen. Bei schöner Musik können der 3000 Pirouetten drehen und dat rundherum den Saal. Aber aufgepasst, der sieht nicht lang auf der Tanzpiste, mit 300 anderen Partnern, die ihr am Tanz begleiten. Die Luft, die wir anatmen, versorgt uns Lungen mit Sauerstoff. Dieser Sauerstoff braucht unser Körper für die Verbrennung von den Kohlenhydraten. Für die Vitalfunktion vom Tanzen zu erhalten, braucht unser Körper die Energie, die dabei entsteht. Der Verbrennungsprozess an unserem Körper hinterlässt Spuren, und das in Form von Kohlendioxid, den wir ausatmen. Mit Hilfe von Chlorophyll, Wasser und Sonnenenergie verwandeln die Bäume unser Kohlendioxid an Kohlenhydrate den sie ihrerseits auch brauchen für zu wachsen. Der Prozess nennt ihn eine Photosynthese. Als Nebenprodukt entsteht Sauerstoff, den wir einerseits brauchen für zu atmen. Der Rhythmus von der Natur kann ich vergleichen mit einem harmonischen Tanz. Aber wir tanzen viel zu schnell und gehen deutlich mehr CO2 an die Atmosphäre auf, wie die Pflanzen rundherum uns abholen können. Unseren alltäglichen Stromverbrauch wie Autofahren, exotisch Eisfahren oder der Kauf von unseren Kleidern, die an andere Länder hergestellt gehen, für ein paar Beispiele zu nennen, drohen dazu bei, dass alle Menschen pro Jahr für die Freisetzung von 6 Tonnen CO2 verantwortlich ist. 3000 Tonnen CO2 bin diese ganze Schöfflinger Büsch pro Jahr, was ungefähr 500 Schöfflinger Leute ausmischt. Bäume mit Blättern leisten mehr wie diese Bäume. Die Laufbäume verlieren alle Jahr hier Blätter, an den daran enthaltene Kohlenstoff wird am Boden gespeichert. Auch wenn unsere Büsch zu Schöfflingen viel dazu beiträgt, kann hier leider nicht den ganzen CO2-Ausstoß von unserer Gemeng abfangen. Energiespuren und den Ausbau von erneuerbaren Energien ist weiterhin ein wichtiges Ziel.